Oh. Ja, jetzt sind wir mittlerweile in Vernamo angekommen. Das Wetter ist immer noch ein bisschen unbeständig. Dafür haben wir jetzt hier unser Lager aufgestellt, weil da werden wir jetzt sicher mindestens 2 Nächte bleiben. Nach dem ganzen vielen Hin- und Herreisen haben wir uns eine kleine Pause verdient. Den Campingplatz kennen wir schon von letztes Jahr. Und es ist auch das Mal wieder mega schön. Sogar noch viel weniger belebt wie vorher. Und ja, wir haben WLAN, was auch gut ist. Das heisst, ich kann weitere Episoden aufladen. Und ja, jetzt geht es dann langsam leider schon bald wieder Richtung Schweiz Retour. Aber in Deutschland haben wir dann auch noch ein paar Sachen, die wir anschauen wollen. Was es in Schweden eigentlich auch fast überall immer hat, sind so Stugas. Das sind so kleine Hütchen, wo man einfach drin schlafen kann. Die werden gern und viel genutzt von den Einheimischen. Vor allem auch von den TÜV-Fahrern, weil ja, da musst du halt kein Zelt aufstellen. Ja, das ist jetzt mal echtes Autoschneiden, das kann ich also sonst nie. Und ich kann euch also noch einen geheimen Tipp, sozusagen. Wenn ihr schnelles WLAN braucht in Schweden, geht in die IKEA, die war super. Super schnell Upload heute von der einen Episode. Aber jetzt muss ich zuerst noch mal eine schneiden, sonst kann ich ja gar keine mehr uploaden. Bei uns in der Campingferien ist es immer Tradition, dass wir ein Raclette machen. So fein. Was meinst du, Sven? Supi! Jetzt kommen unsere Zunhölzli aus dem Zunhölzli-Museum natürlich auch schon in Einsatz. So gut. Und gerade sofort das Töpfli drauf. Heizet, heizet! Immer schön heizen! Wegen zu starkem Wind haben wir jetzt unsere Kochstationen da, unsere Raclette-Stationen ein bisschen reinverlegen. Aber da ist es jetzt schön stabil und es schmilzt. Lecker! Ein guter. Super. So, und was muss man machen, wenn man kein gegessen hat? Abwaschen. Also ich muss sagen, das ist etwa so ziemlich das Einzige, was ich so wirklich ein bisschen vermisse in der Campingferien, ist die Abwaschmaschine. Weil ja, es wäre halt schon schön, jetzt einfach nur ein bisschen anhöckeln. Und wir müssen abwaschen. Aber jetzt gehen wir halt abwaschen. Ja, und das ist ja wirklich keine Sache. Wir sind das Zweite, wir haben Ja, es geht 4 Hände. Also das heisst 2 und 2 machen nichts. Ja, was man da wieder alles hören muss. Und, nein, so schlimm ist es nicht. Ich finde es eigentlich noch lässig, zusammen abwaschen. Das macht man ja sonst nie, oder? Sonst stellt man es einfach in die Abwaschmaschine und drückt das Knöpfchen. Jetzt ist die Qual der Wahl. Welches Becken nehmen wir? Ganz schlimme Entscheidung.
putzen, wie man die putzt. Schliesslich hat der Nächste Freude, wenn er ein sauberes Becken erreicht. Ja, so wird das gemacht. Schön austrocknen, wie man das mal gelernt hat. Und, ist es schlimm, der Abwasch? Nein, das geht. Eigentlich wie immer. Wenn man mal angefangen hat, ist es nicht so schlimm. Aber bis man mal angefangen hat, gell? Das braucht einfach immer ein bisschen... Motivation ist ein bisschen... Motivation zum Anfang ist aber schwierig. Jetzt sind wir schon wieder da. Wir haben uns jetzt intensiv mit unseren nächsten Möglichkeiten auseinandergesetzt, haben einen Zeitplan aufgestellt, damit wir auch wieder zeitig daheim sind, weil irgendwann müssen wir ja auch gleich wieder arbeiten. Und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir morgen bereits auf Dänemark fahren und dann noch 2-3 Tage Dänemark machen, bevor es dann in Deutschland die letzten paar Etappen gibt, wo wir ja auch noch etwas anschauen wollen. Ja, also machen wir das. So wird es weitergehen und wir halten euch natürlich immer auf dem Laufenden.